nämlich lang für Gaming Café Tan. Der nächste Gaming Café von Jahr 2019 ist schon für dir und das wie gewinnt Samstag, der 16. Februar von 6 Uhr bis 2 Uhr. Ich muss kurz präzisieren, aber das ist nicht den üblichen Saal, wo wir sonst immer als Gaming Café gemacht nicht das Kulturhaus, mit das die Saal vis-à-vis. Verschiedene von euch kennen den wahrscheinlich auch schon von anderen Events, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel VBLU Geburtstag oder den bisschen großen Gameland. Und natürlich schon mehr wie immer Flot-Events für euch geplant. We got your back with the Gaming Café. Fangen wir mal mit einem Speed-Contest an. Für mich genau zu sehen, ein Castlevania Speed-Contest. Es geht darum, höchstwahrscheinlich für Castlevania so schnell wie möglich, ohne zu sterben, durchzuspielen. Und wen am weitesten könnt, gewinnt dann wahrscheinlich den Speed-Contest. Für mehr genaue Informationen wendet euch den Sack am Event selber, den organisiert er doch, und da kann er ein bisschen mehr über Details. So, wir waren nicht so verlebt wie die von den letzten Gaming Café Editionen, da wird das etwas Ähnliches sein, wie ich schon gerade erklärt. Bleiben wir dann im Thema Speed. Speedruns Assembly of Luxembourg, eine Speedrun-Community, hat sich auch gemeldet, für verschiedene Speedruns am Gaming Café selber zu organisieren, die natürlich auch auf der Bühne gemäht gehen und auch gestreamt gehen, wie ich richtig verstanden habe. Wer in Games geht gemäht, mal für dich schon mal den Yoshi Story vom Green Snow Dog, dann haben wir Spiel Yume Nikki vom Allegre und Celeste oder Celeste, keine Ahnung wie er das schwätzt, das sehen wir dann nächstes wahrscheinlich im Gaming Café. Von Railway. Voilà, die drei die machen dann Speedrun auf der Bühne. Kann ich sich das mal gucken. Speedruns ist natürlich nicht einfach zu machen und die Leute die verdienen aber all Respekt für das, was sie machen. Gehen wir mal an der Kompetitiv drüber und da fanden wir als Kollege vom Speedspot, die ein Smash Ultimate Turnier organisieren, die auch ziemlich voll sind, laut der Registrations nur. Those people wanna smash, man. They wanna smash. Und die machen das doch, die kriegen auch Platz für das zu machen. Gibt gestreamt wie Lashkeer, ne, wen sich kann erinnern, dass sie am Dezember gemäht haben, machen sie dann auch eben im Februar. Die Leute von Swisssport machen hier sagt gut, das ist natürlich bekannt. Wenn der will eine gute Smash-Show gesehen, dann sind das die Leute für Notzugucken. Sie haben auch nämlich einen Platz auf der Bühne und sie werden hier Sachen streamen, das heißt, wenn der Welt gesehen wie den Turnier verläuft, ne, wird den Louis gewonnen, wird der Kakbu aber den Louis besiegen, wird den anderen Platz kriegen, wie weiß. Das sieht er dann am Februar, den 16. Februar, für genau zu sehen, am Gaming Café. Und zu guter Letzt organisierte Fighting Game Corner nach einem Turnier für all die gerne Dukens chasen, die schon Dukens machen, und das magst du Buchjuck. Ganz genau, wir schwätzen von einem Street Fighter 5 Turnier. Das gibt dann am Fighting Game Corner gemäht, und wie gewinnt aus dem Fighting Game Corner nicht nur Street Fighter, mehr von allem. Tekken, Soul Calibur, Dragon Ball, King of Fighters, aber zum noch alles. Ihr könnt frohen, das meist Hummer aus dem Fighting Game Corner Tisch, wenn ihr wollt, ein bisschen mehr unbekannte Spieler spielen, mehr bekannte Spieler spielen, mehr von alles. Also, we got everything. Und ich vergesse so, ja, mir alles. Natürlich sind die Preise für die Einzelturniere noch gesucht, das heißt für den sich kann beweisen, den wird auch belohnt. Und voilà, sonst keine anderen Events, wo ich kann abzählen. Das heißt, wenn ich die Events nicht so, no worry man. Ihr könnt natürlich immer so Casual Stations finden, wo der Lieblingsspieler könnt spielen. Ihr könnt auch Lunch kommen, etwas zu trinken, having a good time with your friends. Das geht alles. Da wisst wie es lebt. Ich mache nicht viel zu so. Ne? Und zu guter Letzt so dann kommt Lunch und spielt mit. You're great.